Xiandu, der Ort der gefallenen Helden. Willkommen zurück hier bei Tales of Xillia 2. Ach Leute, letzte Part und so, es war ja so viel los und ich war mal schon richtig hier wieder frisch loszulegen. Ja, frisch deswegen, weil Tales of Xillia 2 habe ich jetzt schon lange nicht mehr aufgenommen, seit sicher etwa 3-4 Wochen her. Wegen Pausen noch, da haben wir natürlich ein paar Parts im Voraus aufgenommen und so, da ging alles drüber und drunter, aber jetzt auch so viel Action und so, und dann konnte ich gar nicht mehr aufhören und jetzt geht's endlich weiter und zwar mit Rowans Geschichte. Ja, bitte. Kapitel 3, die Bruderschaft und der Eid. Ah, it's good to see you. Look out! Huh? Rowan, are you okay? Get out of here! Run back to your precious Olympias, traitor! Are you hurt? Ja, persönlich, also sprich körperlich schon. Yeah, don't worry about us. You're the one who got hit. Why would they do this? It's all right. I'm fine. So you're one of them too! Another stinking Olympias lover! Und beschützen, Elise beschützen, das ist aber fies jetzt. Thank you. Stop being so mean! Typical. He cowers behind bodyguards. That was terrible. Does this kind of thing happen to you a lot? Oh no, only on occasion. Xiandu is a city of tradition. Many extremists who oppose peace call it their home. Yeah, they were all like, down with Olympias! Peace will not only benefit Olympios and its citizens, but also the people of Rize Maxia. If only more people took the time to look at the big picture and realize that. They will. At this point, the best thing I can do to convince everyone is to show actual results. Oh nein, nicht schon wieder. DODA here. I'm sorry, is everything okay? Anyway, I'm sorry if this is a bad time for you, but we have detected a new fractured dimension. The rift appears to be in Fenmont. We've sent you the coordinates. Please take appropriate action. Would you mind if I accompany you? I feel it would be prudent for me to leave here for a time. Hey, hey! Answer me! Hey, Hey, hey! hey! Oh, it's a message from Dressel. Is there something wrong, Elise? It's nothing. I'll come too. Ja, das war jetzt aber merkwürdig. Okay Leute, Elise, waren Sie dabei? Mila natürlich auch, weil wir noch ein bisschen die Geister und so austesten, wie groß, nicht wahr? Ich glaube, jetzt ein paar haben wir, glaube ich, soweit bezüglich Alliumkugelfertigkeiten bereits geguckt, war. Ausrüstung, glaube ich, auch, aber wir müssen natürlich Geld sammeln, von dem her. Ja, okay, ich würde sagen, alles, was mehr als 3 ist, kann man ruhig so lassen, wa? Tropensturm, ich erinnere mich, das war so fies, ey. Muse haben nur 3. Na gut, Tropensturm kann natürlich bei allen etwas nützen. Das ist irgendwie so fies, weil ich weiß nie irgendwie entweder 1 oder halt 2 direkt nebeneinander. Aber Mila natürlich, sie ist ja hier eine große Nummer. Tropensturm 4 Stück, Alter. Es wird sicher immer noch etwas geben, was alle 6 hat. Ja, das ist die ausgesorgt, hey. Also ganz ehrlich, naja. Fertigkeiten. Ne, aber doch gemacht, willst du ein paar richtig erinnern, oder war es offscreen sogar noch? Aber übrigens, Leute, bevor ich es vergesse, es gibt mittlerweile natürlich schon viele neue DLCs, sprich Kostüme für unsere Charaktere. Aber ich glaube, wir warten noch auf ein paar besondere. Aha, kann ich sagen, Region Dwelling, genau. Ich werde die aber noch nicht kaufen, beziehungsweise noch nicht euch zeigen. Und zwar aus dem Grund, weil ich warte noch auf ein Kombi-Paket, weil ganz ehrlich, ein DLC, sprich ein Kostüm für einen Charakter kostet momentan etwa 3,70 Franken. Ja, 3,70 Franken, das heißt etwa 2,50 Euro oder so, noch so ungefähr, kannst du da hinkommen. Und ganz ehrlich, hallo? So viel für ein Kostüm, für einen Charakter, will man verarschen.
Ich meine, sorry, ich bin nicht unbedingt derjenige, der sagt, ja, ich bin knausrig und so. Das sicher nicht, aber das ist mir schon ein bisschen zu viel. Okay, die Frage ist jetzt, wo gehen wir hin, wa? Wir haben einen Stadtbewohner und das klingt nicht nach einer so schlechten Idee. Wir schauen das Militär. Okay, Nachtigall lebt also noch. Wir gehen ja Ständer sein müssen. Also Rowan ist hier noch dabei. Ah ja, ist klar. Okay. Rowan Nachtigall vereint. Oh, Nachtigall. Okay, was darfst du? Frau, füreinander. Von dieser Carrie wissen wir aber nichts. Ich fände es episch, wenn es wieder mal so einen Rückkampf mit Nachtigall gäbe, war. Ich glaube, ja gut, der einzige Kampf. Ne, waren sogar 2 Kämpfe gegen Nachtigall. Wobei, ich muss gerade überlegen, der eine Kampf, glaube ich, bei Tales of Xillia gegen Nachtigall, wo Mila ja dann die Explosion hatte, sprich, nachher ihre Beine verlor. Also, nicht die Beine verlor, aber halt die Kontrolle darüber. Ich glaube, war ein Nervenschaden oder so irgendetwas. War damals ein richtiger Kampf gegen Nachtigall oder war es nur Animationsschlagabtausch? Ich weiß gar nicht mehr. Alter, schon so lange her. Ich muss dringend mal Tales of Xillia spielen. Dringend. Unbedingt. Ja, war jetzt erzählt. Ein paar Leute anquatschen. Was mir persönlich anhört. Klingt so, als wäre Nachtigall. Ja, Rowan dachte gerade auch. Die sagt gerade nix. Ich liebe König Nachtigall. Er hat so hübsche Augen, ein Bart. Bart kann ich nachvollziehen. Hübsche Augen. Du musst irgendwie anders aussehen, der Typ. Mann, also, ich eine falsche Taste. Entschuldigung. Oder Palast. Haben wir hier schon direkt den... Geht ja sowieso nicht, wa? Ne, war ja klar. Egal, wenn sowieso auf dem richtigen Weg fast. Auf zum Palast. Moment mal. Hab ich auch eingekauft. Ja, sieht gut aus. Zitronengummi haben wir auch. Ananasgummi auch. Doch, ist alles supi. Alles supi-dupi. Ich hoffe, ich kann noch kämpfen. Ja, so, aber 3-4 Wochen, da kannst du schon mal ein paar Dinge lernen. Moment mal ganz kurz. Blocken, Ausweichen, Arte. Habe ich schon Pamila gemacht, wa? Die eine Arte auf die R-Taste, beziehungsweise halt auf den R-Stick gelegt. Ja, aber ich glaube, ich habe alles noch ein bisschen im Hinterkopf. Okay. Okay, wir dürfen einfach so reingehen. No, I'm fine. Ja, irgendetwas stimmt nicht, aber wissen wir schon mal. Die Frage ist bloß, was und wieso Elise nichts sagt. Wo sollen wir hier hingehen? Ah, direkt hoch. Lass mich raten. Gibt es noch ein bestimmten paar Items? Bestimmt, wa? Wäre sonst doof, dass wir einfach herumlaufen können, ohne Gegner und so. Oh, das waren noch Zeiten damals, erinnere mich noch. Und dann der Kampf mit Nachtigall, war ja auch übel, war glaube der erste Gegner, der mystische Arte einsetzen kann, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, dann waren wir eigentlich schon richtig... Habt ihr gesagt, gibt noch Items hier? Wie gemein, hey. Genau, ja, da war ja, Wie war das jetzt schon wieder? Genau, da war Nachtigall, haben wir besiegt und dann kam plötzlich Celsius, sprich, ja, großer Geist Celsius, wie auch immer, wurde beschworen. Von, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. Ja, von Elvins Onkel. Dann ist er das schon wieder. Der war ja auch ein Exodus-Mitglied. Na egal. Wir von dem beschworen, aber das haben wir ja kaum gesehen und plötzlich Nachtigall tot. Na, dachten wir plötzlich, wir wären es gewesen. Alter, plötzlich Items hier. Ist ja übel. Ja. Leute, muss noch gucken, wie es mit den Parts zu machen, weil das Let's Play geht ja auch schon in die 70er bzw. bereits in die 80er Parts rein. Und im November stehen ja neue Let's Plays an und so, muss mal gucken, wie ich das mache, ob ich jetzt die Parts länger mache. Was, ehrlich gesagt, auch mir ein bisschen ein Dorn im Auge wäre. Was auf der Zeit dann so ein bisschen fehlt. Oder ob ich einfach sage, gut, wir lassen es so bei, sagen wir so 18, 19 Minuten, peile ich mal an, vielleicht werden es sogar weniger, also sprich dann halt so 20 Minuten. Hey, bin ich jetzt oder was? Weniger natürlich mehr Minuten, das natürlich schon.
Für mich jetzt so... Ich bin hier ganz schnell ganz hoch gelaufen. Crazy. Gehen wir mal ins EG zurück. Das war jetzt leicht verrückt. Kann ich da reingehen, war ich dort, genau, und dann komme ich irgendwie hier raus, wa? Genau, von hier unten kam ich, wa? Dann kann ich noch ins also muss doch ins... Tja, also wenn hier das Ziel ist bereits, dann sagen, ab ins E3 und hier mal gucken. I'm about to speak to a friend I'd lost, and yet I feel strangely calm. Ja, so bist du halt, Rowan, so bist du halt. Das stark müssen stimmen, wa? This must be part of growing Mal gucken. Ja, wo wäre der stehen geblieben? Genau, das sind halt irgendwie vielleicht ein Slot mit Tales of Xillia mit dem von Risen 3 übereinander lege. Sprich, das ist halt Risen 3 und Tales of Xillia 2 halt sich halt täglich abwechseln. Kann durchaus sein, vielleicht ein anderes Spieler dazu nehmen. Keine Ahnung, muss mal gucken, wie ich das genau mache. Aber so ungefähr, weil, ja, da habe ich schon in Infovideos und so angesprochen, wie bisher einfach da täglich 4 Parts rauszuhauen, das ist dann schon für mich aktuell eine Mammutsaufgabe oder Herkulesaufgabe, wie auch immer. Daher muss das irgendwie, wenn es auch nicht allzu sehr etwas ausmacht, das Ganze ein bisschen kürzen, beziehungsweise einfach, da komme ich ja, ein bisschen optimaler gestalten. Also heute peile ich jetzt etwa mal 18 Minuten an, wa? Weil, ja, ich mache sowieso immer Überlänge, von dem her denke ich mal, ist 18 Minuten schon gar nicht mal so schlecht. Hallo, gibt es keine Items mehr? Nur 2 ganz unten? Fies. Okay, Elise, würde man sagen, du kriegst hier einen neuen Stab. Boah, Alter! Verarschen! Ja, der ist nicht schlecht, ey. Mila, du hast natürlich gut, die ausgewogene Klinge ist bei dir besser, das stimmt, da bin ich mit dir einer Meinung. Schwarzer Onyx, braucht noch etwas Besseres hier. Ja, mehr TP. Da versinkt die KP. Bei dir wäre mir eigentlich KP wichtiger als TP, wenn ich mal eher sein soll. Der Rest steigt nicht so sehr an, dort kann man so behalten. Der liest doch noch irgendetwas. Was war's denn schon wieder? Genau das Gothic. Er zieht zwar auch, aber ihr macht es nicht weniger. Interessant. Yeah. Es hat Macht. Was? Stärke bei ihr? Wieso Stärke? Hä? Spinne ich jetzt? Sie muss doch ja Psi haben. Oder war das Rowan? Ich bin momentan gerade ein bisschen sehr doof. Ja, kann natürlich alles sein. Gut, sicher. Ne, Moment mal. Wäre viel zu wenig. Ich dachte gerade von wegen, ja, sie ist eigentlich diejenige von uns, die heilt im Team. Ist eigentlich genug TP? Schwierig, Freunde. Was mache ich jetzt am besten? Bevor wir mit Nachtigall quatschen, Bewegung, eigentlich nicht schlecht. Der macht einfach irgendwie zu wenig aus, wa? Aber Minus macht eigentlich nicht so viel. Dafür geht der Angriff wird dafür auch hoch. Der Ausdauerring, ja, der braucht es eigentlich nicht so sehr. Intelligenz wäre eigentlich eher was Rowan war. Ja, gib es mal trotzdem. So, bei ihm haben wir glaube ich nichts mehr, wa? Da bin ich schon ziemlich noch gut dabei mit den ganzen Waffen. Vaterschwerter behalten wir ja, das ist ja auch nichts Neues. Rowan durch das Intelligenzring, das stimmt soweit, das wollte ich ja auch. Aber ansonsten... Jo, passt so, wa? Dann sind wir hier bereits da fertig im Stockwerk. Ja, gab es nicht viel, nachher sind wir bereits wieder hier oben. Kann man hier schon wieder hin? Ah, stimmt, das war ja die Teleportation, genau. Ich dachte gerade, wir kommen da schon wieder hin, aber das war ja ganz anders. So. Dann gehen wir mal zu Nachtigall. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche, was?
Bin ich bereits richtig hier? Okay, jetzt verarscht mir das Spiel ein bisschen. Ich bin hier augenscheinlich auf der richtigen Ebene, aber dann irgendwie doch wieder nicht. Hä? Ja, das Spiel verarscht mich jetzt irgendwie echt. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, aber grundsätzlich denke ich eigentlich schon, dass das Let's Play langsam in die Vollen geht, weil es endet so. Also ich behaupte trotzdem, es gibt noch 30, ich glaube, wir sind übertrieben, 20 Parts gibt es sicher noch. Vor allem, wenn so das Geldsammeln länger dauert. Okay, jo, wir sind gleich da. Auf geht's, Leute! Audience hours have concluded. Ilbert. Surely I can drop by for a friendly visit without requesting an audience. If I ever got to the point of turning you away, that would be a bad sign. That's quite the entourage. I presume this is something important. No, just killing time on a sleepless night. Well, I was fully prepared for a dreadfully dull evening. Shall we drink until dawn, like old times? That ornament in your hair. How striking. Oh, I never showed this to you, did I? It was a gift from my sister on the 15th anniversary of my coronation. A pity that it's now a memento. Princess Carrie. When wearing this, I can't help but be constantly reminded of the weight of my duty to our people. Even now, I can practically sense her wagging her finger at me. I see. So, in this world, a simple ornament like that has kept you from straying from your path. Things could have easily gone in this direction. To think that you and I might have lived out our lives as friends. Rowan. Wait. You're not Ilbert, are you? Princess Carrie's ornament. Might I borrow it from you? I don't know what your game is, imposter, but you're welcome to try and take it. We've fought enough for one lifetime, but if I must... Give me everything you've got. I want to see just who I'm dealing with. Tja, Leute, ich hab's am Anfang gesagt, es gibt einen Rückkampf mit Nachtigall. Das ist schon eine Weile her. Aber ja, es ist nicht so Splitter-Variante. Hilfe! Okay, eine Wasserschwäche, das ist nicht so schlecht. Resistenz gegen Erde, Finsternis, toll. Deswegen ist Elise dabei, weil sowieso nichts ausrichten kann gegen ihn. Dankeschön. Ich muss gerade überlegen, ich weiß noch, ich habe doch die mystische Art bei uns aktiviert. Sprich nicht die im Komatus-Zustand, sondern die mit Mila einsetzt. Wie war denn das schon wieder? Ich glaube, X halten. Wann gab es noch eine, wo ich die von Mila aktivieren kann? Mal gucken. Ja, ist eben noch so ein Arsch wie früher. So, ich gebe gerade Elise mal die Chance, mich zu heilen. Hat eine für ein Level, hey. Hey, sie kann es sogar. Yeah, Elise kann uns heilen. Ich wusste gar nicht, dass sie das Theater bereits drauf hat. Geil. So, egal, ich habe Commodus 2.0 drauf. So, doch nicht egal. Alter, hat der jetzt meine Commodus-Zeit verkürzt? Ich habe das Gefühl, das könnte ein übler Kampf werden, Freunde. Ja, wie übel der genau wird, das schauen wir uns im nächsten Part an. Alter Schwede. Okay, Grenze überschreiten, das bedeutet natürlich für uns auch, wir können gleich eine weitere mystische Art nachziehen. Und das werden wir hoffentlich auch machen im nächsten Part hier bei Tales of Xillia 2. Bis dahin, ciao zusammen.